Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy Silver auf Pelzig. Wir haben jetzt gerade frisch hier die Highwind geklaut. Nachdem wir einen Weapon-Aufstand noch gesehen haben im letzten Teil von Final Fantasy Silver, was ich persönlich absolut großartig fand. Jetzt können wir auch hier ein bisschen rumrennen und uns unser Luftschiff einmal angucken. Wir sehen anhand von der Rostflecke, das ist nicht gerade das neueste Modell, aber das macht nichts. Da ist das Cockpit und da ist der Operation Room. Ich hab alle Hände voll zu tun, schießen los. Ach, wir babbeln mal ein bisschen. Worüber soll ich einen Ritterbild stören, warum wir rebellieren? Ja, klar. Wenn wir auf der Highwind waren, behandelt uns der Heidegger immer wie Sklave. Jedes Mal, wenn der Presi nachgebrüllt hat, hat er seinen Hut an der Mannschaft ausgelassen. Wir zertragen es selbst dann, wenn er uns geschlagen hat. Endlich habe ich es geschafft, zur Mannschaft von der Highwind zu kehren. Nie und nimmer wollte ich seinetwegen aufhören. Es war vor circa einer Woche. Ich habe Schicht gehabt. Wir waren auf dem Weg zum Nordkrater. Alle, und sogar der Presi und die Scarlet waren an Bord. Und mit ihnen der Sid, der legendäre Pilot. Er hat sich immer noch auf dem Schiff umgeguckt und hat mich mit richtig nostalgischen Blicken angeguckt. Er hat sogar mit uns gesprochen. Ich konnte es kaum glauben, aber ich war so beeindruckt. Er war genauso warmherzig, wie man mir erzählt hat. Sid hat gesagt, wenn er die Highwind hätte, wäre alles viel leichter. Er wäre nämlich der beide Planeten zu retten. Das ist doch richtig cool. Und deswegen haben wir beschlossen zu helfen. Noch im Nordkrater ging es weiter Richtung Junon und ich habe geschrien, Feuer, Feuer! Mit dem Tumult haben die Annelinas Schiff geklaut. So hat sich das dann eine kleine Meuterei gegen unsere Bosse entwickelt. Aber Barrett und du, tja, ihr wurden vom Heidegger gefangen genommen. Ihr habt 7 Tage auf die Chance gewartet, um euch zu befreien. Dann endlich hat's geklappt. Wir sind froh, euch hier an Bord zu sehen. Ich hoffe, ich habe euch mit der Geschichte nicht gelangweilt. Nö, das fand ich eigentlich sehr cool sogar. Operation Room, das ist auch sehr geil hier. Entschuldigung, sprech mit Kapitän Sid. Na klar, warum auch nicht? Das ist auch geil, so ein kleiner Konferenzsaal hier. Jetzt haben wir doch endlich mal eine richtig geile fliegende Basis hier. Schokobo. Wir haben sogar hier einen Schokobo-Stall. Ich langweil mich. Ich mag auch einen Schokobo-Reiter. Später. Wow. Nee, wir wissen ja, wie das geht. Das wurde uns ja schon mal vom Schoko-Bill erklärt. Verdammt nochmal, warum hast du nichts gesagt, dass du Luftschiff steuern kannst? Ich hab gedacht, die Tiefwasser sei immer verschwunden. Es tut mir leid, aber ich habe ja der Feind irgendwie täuschen müssen. Gucken schon, alle warten. Alle? Alle sind hier? Ja, das wollen wir uns ja gleich mal angucken, ob alle durch sind. Und... Willkommen in meinem Luftschiff, die Highwind. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Was ist denn los? Zeig mir Begeisterung. Oh, Sid. Wenn ich leid. Na, es gibt über alles Mögliche. Tiefer, ich gebe da ein paar Shinra-Infos, Annelin-Infos. Froh mich, falls was nicht verstehst. Wir müssen nur steuern. Wir müssen nicht mit uns retten. Hey du, was zum Teufel machst du da? Immer wenn jemand mit mir drüber spricht, wäre ich nervös und vermasselt den Job. Hey du, was zum Teufel machst du? Der steuert's wohl. Pilot im Training Level 3. Sprich mich jetzt da. Warum machst du so ein trauriges Gesicht? Ach gut. Und du? Deutsch damit an, dass wir ohne die Wolken nicht stark genug sind. Darf schon, wir können den Planeten nicht retten. Der Meteor kommt und die Weapon wütet. Bei solche Dinge weiß ich nicht, was ich machen soll. Wirklich nicht. Reiß dich zusammen, tiefer. Komm, lass uns mal nachdenken. Wir können nämlich einfach hier abspringen. Wenn die Wolke doch nur da wäre, dann wäre alles okay. Die Wolke geht sich auf seine freche Art hinstelle und Sarah. Alles unter Kontrolle, Tiefer.
Tifa, sag mal ein bisschen so ein Schwächling, Woche. Tut mir leid, Barrett. Ich bin auch irgendwie geschockt. Ich bin so deprimiert. Und Tifa, ja, alle gedacht, dass es die Wolke war. Dass es Wolke war, weil... Ich weiß. Das ist der Weg, wie ich sicher gehe. Darum muss ich noch mal sehen. Ich bin so froh, dass es dir gut geht, Tifa. Okay, was haben wir noch mit dir? Ich will das nicht, dass ich keine Abneigung gegen gehabt hab. Aber ich muss sagen, der war ein komischer Typ. Wenn du gedacht hast, der sei cool, hat er genau was verdammt Dummes gemacht. Wenn du gedacht hast, der sei gerissen, hat er gezeigt, wie wenig gesunde Menschenverstand er gehabt hat. Alles an ihm, von seiner Bewegungen bis zu seiner Spruch, war irgendwie seltsam. Jetzt im Nachhinein verstehe ich, warum er so war. Tja, wenn du lang am Leben bleibst, siehst du ihn vielleicht irgendwann mal wieder als ein Kopf hochschwächter Herz. Ich werde ihn irgendwann sehen. Wenn wir rausfinden, wo er ist, bringt uns die Highwind im Handumdreher dorthin. Vielleicht. Wolk steckt immer noch tief im Nordkrater, wo der Boden aufgebrochen ist. Tief unter der Erde begraben. Tief in der Erde im Lebensstrom? Lebensstrom bricht manchmal zur Oberfläche durch Risse im Meeresboden. Ich hab gehört, es gibt so einen Ort. Aha. Nur vielleicht ist Wolks. Ja, spuck's aus. Kopf hoch tiefer. Der ist mit einer Wasser vor uns so sehr. Wenn wir raussehen, wo er ist, bla bla, wissen wir schon. Was? Muss die Wolke dann immer dabei sein? Am Anfang ist doch auch gut ohne gelaufen. Und was mit dem harten Mädel, was ich gekannt hab? Wo ist denn die geblieben? Ah, na, was für nette Leid. Ja, der gibt uns wieder Annelien-Infos, alles klar. Und der da? Captain Sid! Tifa, Entschuldigung, aber ich muss dem Hohlkopf mal zeigen, wie mein Luftschiff landet. Mach dir keine Sorge, dauert nur eine Minute. Und Tifa, egal welches Ziel du verfolgst, du musst vorbereitet sein. Geh in dein Zimmer und bereite dich auf unsere Operationen vor. Ja, das Sid scheint jetzt hier mehr oder weniger das Kommando zu haben, was ich gar nicht mal so schlecht finde, weil der ist es ja auch gewohnt, als Kapitän Leid zu delegieren. Insofern ist der ein besserer Anführer als der Barrett, den ich eigentlich muss sagen. Also ich persönlich finde definitiv, dass der Sid ja durchaus an so der cleverste ist, aber er weiß halt, wie es geht. Geht tiefer können wir nicht abstellen, aber dann würde ich sagen, der Sid und der Barrett müssen auf jeden Fall mit rein. Wenn das nur so geht, dann müssen wir die jetzt wieder irgendwie zusammen deichseln. Moment. PHS, machen wir jetzt auch nochmal kurz. Die Yuffie-Nummerei, weil ich glaube, die Yuffie hat noch was. Jo. Das darf jetzt wieder raus und Wurf machen wir auch mal raus, weil ich glaube, das könnte durchaus auch was Nützliches sein. So, jetzt wieder dann tiefer Danke, wo die R wird. Dann wechseln wir die Yuffie wieder durch den Barrett aus. Und wir machen mal Materia wieder. Zuerst mal wieder das Sid. Oh, der hat noch sein ganze Klumpatsch. Das ist sehr, sehr gut. Der Barrett hat auch noch sein ganze Klumpatsch. Da muss jetzt nur noch die Tiefe am Cloud-Zeitzeichnung mit aufnehmen. Und zwar Genesungen aller. Asteroid. Ramu wäre nicht verkehrt. Feintechnik auf jeden Fall. Und, oh Mann. Was nehme ich ja nur noch? Das hat ja eigentlich schon seine Stufe erreicht. Morph ist eigentlich Quatsch. Ich würde jetzt sagen, wir packen noch der normale Bahamut hat nämlich so lang. Ja, lassen wir es erstmal so. Wobei ich der Tiefe eigentlich ganz gern irgendwas gebe, was auch noch über Slots verfügt. Schauen wir mal, was wir da noch kriegen können. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder mit Light im Gepäck. Und dann müssen wir uns jetzt nur noch irgendwo hier fliegen lassen, wo es sinnvoll ist. Unser Truppe steht erstmal. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Wolke finden. Scheint eine kleine Insel in der Nähe vom Lebensstrom zu geben. Sie erzählen, dass der Lebensstrom manchmal urplötzlich bei der Insel im Süden durchbricht.
Ich erinnere mich, dass Seto davor erzählt hat, als ich ein Kind war. Aber an viel kann ich mich nicht mehr erinnern. Tut mir leid, Tifa. Na okay, du signalisierst einfach, wenn du bereit bist, mit Höchstgeschwindigkeit zu fliegen. Level 4 ist er jetzt schon. Fliegen wir. Wir fliegen. Es geht los. Gott, jetzt können wir das Ding selber steuern. Und mit L1 oder mit R1, mit L1 oder mit R1 können wir hier steuern. Genauso mit dem rechten Stick. Mit dem linken Stick können wir die Höheparameter wechseln. Und mit X bewegen wir uns. So, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, ob man den Meteor... Ja, da aber sehen wir den Meteor so als rosanes Ding. Insel im Süden, hat er gesagt. Da war mal der Tempel vom alten Volk. Der ist ja dann zur schwarze Materia war. Jetzt bin ich froh, dass wir endlich die Highwind haben, weil so erschließen sich uns Passagen, die definitiv vorher kaum bis nicht erreichbar waren. Und hier müssten wir landen können. Mit Kreis landen wir. Und da müssen wir hier. Das ist die Insel im Süden. Ahoi, ist ja ein ganz hübscher. Das hier ist Midel. Das ist eine kleine ruhige Stadt mit natürlicher heißer Quelle. Genau der richtige Ort für alte Leute wie mich, um der Recht vom Leben zu verweilen. Ich habe gehört, dass es da draußen nicht allzu friedlich zugeht, aber hier ist noch alles ruhig. Na dann, ist das wohl so, alter Mann? Was sagst du hier? Hä? Ich hab dich ja noch nie gesehen. Bist du von außerhalb von der Stadt? Wie sieht's denn draußen aus? Alle sagen, das Erdbeben und der Meteor werden die Welt zerstören. Alle sagen das. Wie deprimierend, was eine traurige Welt es doch ist. Ja, so ist es halt im Leben. Oh, was ist denn das hier? Jedenfalls mit der Riese wurde auf uns runterkrachen, oder? Das ist kein Scherz, wir müssen uns Reserve anlegen, bevor alles weg ist. Ja. Also Meg, los. Oh Gott, mit dem goldigen kleinen weißen Schokobo. Schokobos zeigen sich nicht sehr anhänglich mit Menschen, die ihnen kein Gemüse füttern. Goldig. Ich finde die so putzig, die Schokobos, und wenn sie gläsen sind, noch viel geiler. Willkommen, Bares ist uns immer recht, was auch begehrst. Leider haben die Kunden alles ausgekauft, es ist nix mehr da. Nur Scherzel, womit kann ich dienen? Na gut, was gibt's dann? Extra HP, extra MP, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Erhöht HP-Maximalwert und das wohl MP-Maximalwert. Zerstörung, das haben wir auch schon. Schwerkraft haben wir auch. Nee. Das sind wieder nur so Dinger, die ich nicht nehme. Dankeschön, auf Wiedersehen. Da steht eher Sache, ich müsste hochgehen und mal in der Waffeladerei gehen. Da gibt's ja bestimmt tolle Sachen. Wie war die Schokobo-Musik? Ich hab so wieder einer. Du schon wieder, du Hotspol, ach. Guck mal, ne bloß die quer alles in der Blader kehrt mir. Ich hab Geld wie Heu. Ich hab die ganze Zeit wie blöd gespart, nur Verzeihte wie die. Los, mach aus dem Weg, mach schon. Ach du liebe Zeit, was ein Paniktroller. Willkommen im Wohltätigkeitsladen, im Laden der Liebe und vom Mut. Womit kann ich dienen? Reizender Typ. Kristallschwert, Kristallhandschuh, das ist schon mal sehr gut. Das nehmen wir auf jeden Fall. Von der Cloud kaufen wir auch mal so ein Ding. Barrett kriegt ach was. Und Sid kriegt ach mal was. So, dann verzehnt sich das Ganze mal wieder ein bisschen mehr. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Okay, beziehungsweise auf pelzig, weil das einfach nur Allah. Dann können wir den Kristallhandschuh nehmen. Das ist sehr gut. Und dann können wir mal die Dinger vom Cloud wieder dazu packen. Hitze, Verwandlung. Ich liebe die Schokobo-Musik, die ist so geil. Juhu! Odin. Und Neo Bahamut. Dann können wir noch das Sid ausrüsten. Er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, damit hat er nur 6er. Das macht nichts. Das macht echt nichts. Bei 2 Materia ist vollkommen in Ordnung. Und ja, damit müssen wir jetzt leben. Und der Barrett, Mikrolaser, A&M-Kanone, damit hat er nur einen Doppelslot mehr. Okay. Das macht auch nichts. Wir sollten vielleicht nochmal bei der Tieferei gucken. Der Odin brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Todesstoß und Schluss. Ja komm, das ist jetzt wirklich so wichtig, das Zeichen.
Ich denke, damit sind wir eigentlich ganz gut bedient. Ja, okay, der Odin brauchen wir nicht. Machen wir mal Wurf frei. Wurf ist auch nicht verkehrt. Sehr gut. Ach, Moment. Einen Moment. Ich habe ja noch was vergessen. Ich wollte ja noch gucken, ob es da eventuell noch irgendwelche Armbänder oder so gibt. Bekommen? Ja, tatsächlich. Kristallreif. Das verbessert aber nur bei der Tifa. Bei der anderen Bursche macht das nix. Dann nehmen wir eins nochmal dazu. Und das kriegt dann die Tifa noch. Ja, das Drachearmband, ja komm, das ist egal. Die kriegt jetzt das Dingens hier. Das gibt jetzt 6 Slots. Okay, das ändert du auch nichts. Nala. Gut, ich denke, soweit sind wir jetzt mal wieder ganz gut ausgerüstet. Und was ist mit dir? Komm allemal, ist das Sonderangebot. Wir haben die beste Rüstung und Waffen. Sowas findet ihr nirgendwo sonst. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Also bei allen Eich kommen nur rein. Du, steh nicht einfach nur draußen rum. Komm schnell rein. Zieh dich nicht, rein spaziert. Ich hab nie verstanden, warum man an so einem verlassenen Fleck wie dem Ort ihren Laden aufmachen wollte. Was ist mit los? Okay, die will wohl auch die Werbetrommel rühren, aber irgendwie ist es nicht so enthusiastisch wie gedacht. Alles wird ein Ende haben. Und einmal bist auch du an der Reihe. Ach, die Welt wird einmal untergehen. Jeder muss einmal gehen. Und jeder wird einmal verlassen. So ist einfach Schicksal. Es ist traurig. Aber die Gegend kann man nichts unternehmen. Deshalb bete ich für euch alle. Ach du liebe Zeit. Diese Untergangsstimmung derzeit ist so richtig heftig. Du hast gesagt, du wüsstest, wann die Sterne vom Himmel fallen werden. Meinst du das ernst? Ich kann das immer noch nicht glauben. Wie konnte das passieren? Veraltete Waffe, End von der Welt. Ich weiß nichts von alledem. Ich werde leben, bis ich 100 bin. Es gibt noch so viele Sachen, die ich erledigen muss. Das ist doch erst der Anfang. Was haben die alle Line und Soldat und eine Nummer? Verzähl, das sind Vollidioten. Sehe ich genauso, Opa. Ich bin nur hübsche Magd. Ich arbeite halbtags im Zubehörgeschäft. Unsere Ware ist genauso gut wie die von der anderen Läden. Na, was kaufen? Okay. Ah, die hat so Dinger noch dabei. Nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das kann man sich merken. So ein Accessoire-Lade ist definitiv nicht sehr häufig im Spiel anzutreffen. An denen ich jetzt noch sage, wir gucken uns da unten nochmal um in dem anderen Haus. Mehr können wir ja auch nicht machen, aber wir sehen ja, dass das definitiv ein Lade ist. Was ist denn los? Bist du ganz allein? Ja, dass das hier ein Lade ist, der aktuelle Sache für das heißt, wir sind hier schon richtig. Du hast dich verirrt, oder? Getrennt von der Person, die du liebst? Dummer Kerl. Es wird wohl nur eine Woche her sein, seit er hier angespannt ist. Armes, stachelköpfiges Ding. Achso, das sind die anderen dahinter. War wirklich traurig, aber seltsam. Hat das wirklich lange Schwert. Ich weiß nicht, sieht mir ganz auch Pech aus, aber das Überraschendste waren die seltsame blaue Haare. Was? Das sind wir wirklich richtig. Warte mal, Ewe. Was hast du gerade eben gesagt? Entschuldigung, der Buch, von dem du gerade gesprochen hast? Ja, und Dorfbewohner hatten an der Küste gefunden. Das war vor circa einer Woche, wenn ich mich richtig erinnere. Armer Kerl, muss wohl von irgendwo weit her gespült worden sein. Wolk, das muss er gewesen sein, es ist die Wolk. Ey, guck mal tiefer. Bist du sicher? Wo ist er? Ist er in Sicherheit? Wo ist er jetzt? Ja, hier aber in der Klinik. Er lebt. Wolk lebt. Wolk. Wann Motiver? Na, da gehen wir mal rein. Da rechts sehen wir doch was. Wolk. Na, so wie Sie da reinstürmen, könnte man meinen, der Meteor sei runterkommen. Entschuldigung, ich habe gehört, dass ein Freund von mir hier gepflegt wird. Ein Freund? Ach ja, der Bu. Keine Sorge, dein Freund befindet sich neben, aber sein Zustand ist... Hier? Hier bin ich. Wolk? Gemüse. Oh, Wolk, ich bin so froh, dass du in Sicherheit bist. Wolk?
Stimmt was nicht, Wolk? Ui. Wolk, was ist denn passiert? Makrovergiftung in ziemlich fortgeschrittenem Stadium. Der junge Mann scheint für längere Zeit in einer Menge Makroenergie ausgesetzt gewesen zu sein. Er weiß wahrscheinlich weder wer, noch wo er jetzt ist. Armer Wicht. Er kann da nicht sprechen, er ist buchstäblich meilenweit entfernt. An irgendeinem Ort, an dem niemand davor war. Kanzerlei. Doktor? Verdammt, das ist übel. Das ist übel. Wolk? Lassen Sie uns bitte kurz mal alle. Wird's Ihnen was ausmachen, draußen zu warten? Sid guckt auch nochmal letztes Mal hier. Boah, und das Geräusch im Hintergrund ist auch ziemlich übel, muss ich sagen. Oh, da hockt er drin. Wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Warum? Was kann ich denn machen? Bitte, Wolk, sprich mit mir. Sag mal, dass du mich siehst, dass du mich hören kannst. Sag's mal. Bitte. Ich hab's bis hierher geschafft, weil ich an unsere gemeinsame Erinnerungen geglaubt habe. Das hier darf nicht wahr sein. Es ist einfach schrecklich. Ach, Wolk, ich... Was denn mit der Wolk? Ich wiederhol's noch einmal. Er leidet an einer Makrovergiftung. Ich habe noch nie so einen schlimmen Fall gesehen. Eine riesige Menge mit Wisse getränktes Makro wurden in sehr kurzer Zeit in sein Hirn gespritzt. Ein normaler Mensch hätte es nicht überlebt. Es ist ein Wunder, dass er überhaupt noch lebt. Kein Wunder, nachdem er in der Lebensstrom gefallen ist und dann ja gespült worden ist. Aber denk dran, das Licht von der Hoffnung kann man überall finden. Wenn du die Hoffnung aufgibst, was wird denn dann außen? Hoffnung. Mir ehrlich leid. Ich weiß nicht, wo ich will, dass er zurückkommt. Was hat er für die Welt getan? Was kann er von nu an jetzt einer für uns machen? Er ist vielleicht nur noch ein Sephiroth-Schatter. Gibt's Probleme? Nee, alles okay, keine Sorge, Doc. Alles in Ordnung? Ja, klar. Es tut mir leid, dass ihr euch alle Sorge gemacht habt. Ich möchte euch alle etwas mitteilen. Also wieder rein in die Gutstub. Und was sagt sie? Alles ist mir völlig egal, nur die Wolk nicht. Ich will bei ihm sein. Ja, genau. Halt durch, tiefer. Ja, das ist wahrscheinlich das Beste. Für die Wolk und für dich. Es tut mir wirklich leid, gerade jetzt. Keine Sorge, wir werden schon wieder vorbeischauen. Mach's gut, Tiefer. Kümmere dich um die Wolk. Alles klar. Oh, und Tiefer. Ich mag da drauf rumreiten, aber ist er wirklich ein Freund aus alte Kinderdara und nicht Sephiroths Schatten? Hä? Na, vielleicht... Nee, ich bin mal ganz sicher. Ja, erlaub, tut mir leid. Wir sollten uns auf den Weg zur Highwind machen. Okay, jetzt haben wir das geklärt. Och Gott, es sieht wieder auf dem Boden rumkauert. Was machen wir dann jetzt? Was können wir machen? Gibt's da nichts, was wir machen könnten? Ich sag nicht, wir sollten warten, bis es der Wolk besser geht. Oh, ich hab Neuigkeiten. Was? Dass du ein Spion bist? Jo, aber das habe ich euch schon erzählt. Kiahaha und Kiahaha, haben was vor? Willst du lauschen?
Also, wir stehen zwei Probleme gegenüber. Erstens, der Meteorzerstörer. Zweitens, die Sperr um die Nordhöhlenbeseitiger und der Sephiroth-Schlange. Vorschläge bitte. Das erste Problem haben wir ja schon gelöst. Der Meteor wird bald in Stücke zerschmettert. Der Plan wird bereits in Gang gesetzt. Wir sammeln aus jeder Region große Materie. Nun, Große Materie ist eine Materie mit hoher Dichte, die durch ein spezielles Kompressionsverfahren in Makroreaktoren entsteht. Danke für die Belehrung. Die dort daraus entzogene Energie hat die 3-fach, 100-fach Stärke von normaler Materie. Was halten wir dann davor? Gott, was eine blöde Kuh. Wir sammeln alle große Materie und schießen sie zum Meteor. Das verursacht riesige Explosionen, dadurch zerfällt der Meteor buchstäblich in kleine Stück. Meteorrammer? Aber wirklich die Technologie davor. Mach dir darüber keine Sorge. Viel wichtiger ist, große Materie in alle Regionen zu sammeln. Die haben schon Materie aus Nibelheim gesammelt. Bleiben nur noch Korell und Fort Condor. Ich habe bereits Truppe nach Korell entsandt. Arschloch. Korell. Was kennen Sie Korell noch, Arthur? Und die Großmaterie. Mensch, die Großmaterie, oder? Ich habe davon gehört. Wenn sich unsere kleine Materie der größeren nähert, sollte etwas passieren. Da bin ich mal sicher. Deshalb benutzen wir die Kraft von der Materie in unserem Kampf. Wir können die große Materie nicht in die Hände von der Annelien fallen lassen. Außerdem will ich der Wolk die Großmaterie zeigen, wenn er zurückkommt. Der wird geschockt sein. Nun, was sagst du jetzt, Barrett? Obwohl du ihn immer runter machst, willst du doch, dass die Wolke zurückkommt? Ich sag nix über nix. Du hältst einfach die Gosch. Hey, die Gruppe muss einen Anführer haben. Und das bin ich. Oder ich wär's jedenfalls gerne, aber ich hab nicht Zeit, um Anführer zu sein. Das ist mir erst vor kurzem klar geworden. Und das ist es was. Hä? Was ist denn los? Bist zum neuen Anführer gewählt worden. Kommt jetzt in froh, vergessen's. Aber um Kämpfe zu können, brauchen wir dich und die Highwind. Wir brauchen so, um den Planet zu retten, und wer steuert das Schiff? Kein anderer als du. Deswegen bist du unser neuer Anführer. Kein anderer kann das. Ja, rumzittert. Das Schiff soll den Planeten retten. Heftig. Oh Mann, das ging mir direkt ins Herz. Ich bin ein Mann. Na, Allah, ich mach's. Alle zusammen, folgendermaßen. Allah, hier ist der erste Job. Operationsraum wartet auf dich. Ja. Ja, du wegrennt. Geil. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, das machen wir in der nächsten Episode von Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee.